Pause. Also für mich, für Sie leider noch nicht. Es ist ein bisschen blöd, dass sich das jetzt nicht mit Ihrer Pause deckt, aber das ist gewerkschaftlich so verordnet. Nicht ändern. Das heißt auch nicht, dass Sie jetzt hier Ihre Mitnahmebrötchen auspacken dürfen. Geht leider nicht. So, was hat denn Mutti Schönes eingepackt? Zum Glück habe ich immer meinen Fleur de Sel dabei. Es ist etwas teurer als diese herkömmlichen Salze, aber man schmeckt den Unterschied. Hervorragend! Meersalz aus der Region. Tja, das ist als Amüsgeld schon sehr gut. Ich habe aber allerdings für den Hauptgang noch was Besonderes dabei, einen Tofu-Riegel. Ja, ein Tofu-Riegel. Ja. Da habe ich auch schon mal reingedrückt. Ich versuche den Veggie-Day nämlich einzuhalten. Ja. Die Grünen haben versucht, den Veggie-Day einzuführen, sind damit ordentlich baden gegangen. Das ist eben niemandem zuzumuten. An einem Tag in der Woche eine Mahlzeit ohne Fleisch, das geht nicht. Und ich merke schon, Sie sind ja auch so eine Art störrisches Dorf. Der Herr dort, ja, klar, gleich sich so in abwehrender Haltung, ist er da, Arme vom Leib verschränkt, denkt sich wahrscheinlich, naja, komm her, dass du nie noch Fleischmorgen eingestanden hast, du Hippie, das kann ich nur. Aber wenn ihr so ein langloser Kreuzstepper auf die Bühne stapft und mir hier erzählen will, was ich mir auf die Stulle stapeln soll, dann brauche ich mich schon mit leerer Kartoffelsorte, der sich blöde gefressen hat. Wahrscheinlich Marzipan war. Selbstschlachten. Ich möchte Sie ja auch nicht belehren. Ich bin selbst kein Vegetarier, das ist bei mir rein genetisch gar nicht möglich. Ich bin Thüringer. Ich habe es probiert, man kann da wirklich nicht viel dagegen. Thüringen, das Land, in dem der Geachtetessigel unter Naturschutz steht. Die Thüringer, ein Volk, das nach einer Rostbratwurst benannt wurde. Dann sind wieder ein paar Leidensgenossen anwesend. Und dann erinnern Sie sich vielleicht noch eine Woche vor der Wahl, haben ja die Grünen noch mit dieser Pädophilen-Debatte zu kämpfen gehabt. Ja, und das war nämlich der Zeitpunkt, an dem alle Thüringer geschlossen gesagt haben, na, uns war schon immer klar, dass Vegetarier und Pädophile ein und dasselbe sind.